So, nachdem ich euch jetzt erstmal gesagt habe, so ganz grob gesagt habe, was es im Karneval all gibt, was man vielleicht wissen oder kennen könnte, ne, ähm, möchte ich mal zu den Karnevalstypen kommen. Ja? Also was für Typen gibt es im Karneval, wer begegnet die da? Ne? Und da unterscheide ich von drei Typen. Ne? Mit und, nee, wie auch immer. Drei Bekloppte. So, Bekloppte eins ist eine Immi. Bekloppte 2 ist der Urgardist, also das ist der Urkölner. Immi 3 ist der schon eine zweite oder dritte Mal Karneval feiert und meint, er kennt. So. Ähm, Letztere ist dann auch der extremste Fall zur Frühversagung, weil der lernt nie. Aber lassen wir das mal. Typ eins ist der Immi, der lernt Karneval kennen und freut sich, ja mein Gott, die sind alle so frei und frank und das macht richtig Spaß. Ja, da bin ich dabei. Ne? Typ 2 ist ja der Urkölner, der sozusagen den Karneval mit der Muttermilch aufgesogen hat, ne? Und auch weiß, was ist alles im Karneval erlaubt oder nicht. Ne? Also ich meine, der geht vielleicht einen ähnlichen Weg wie der Imi, aber der hat halt immer einen an der Hand, das sind meist die Eltern oder die Freunde, Bekannte und Verwandte. Ähm, oder der Verein, in dem er ist, ne, der ihm dann sagt, wie, du pass mal auf, dat und dat, jede den Karneval ist erlaubt, dat und dat ist schon an der Grenze dessen, was erlaubt ist, dat und dat ist eigentlich nicht gern gesehen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Dinge zu entdecken, neu zu entdecken. Dafür ist der Karneval immer offen. Ne? Und dann gibt es den Typ 3, der nach 2 oder 3 Mal Karneval immer noch nicht gelernt hat, dass man irgendwie in den 6 Tagen nicht unbedingt mit dem nackten Arsch auf der Theke tanzen muss. Ne? Ähm, Das sind die 3 Typen, die es im Karneval gibt. Ne? Also aus meiner Sicht. Ne? Und meine Empfehlung ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch mal einfach Rat und Erfahrung bei einem der Typ 2 Leute, die hier aufgewachsen sind oder die in einem Verein sind. Ihr könnt euch auch einem Verein anschließen, so ist das nicht. Ne? Also ist ja alles von Festkomitee Kölsche Karneval 1823 e.V. organisiert und gedengelt. Aber sucht euch mal einfach einen und lasst euch mal so ein bisschen führen, an der Hand nehmen durch die Welt des Kölner Karnevals, was man da machen kann und was nicht. So. Eine der besten Beispiele für, aus meiner Sicht, ne, für die Kreativität im Karneval sind die Umzüge. Weil in den Umzügen wird polarisiert. Es werden Dinge aufs Korn genommen, die übers Jahr gut oder schlecht gelaufen sind. Ne, sagen wir mal einfach Beispiel FC, entweder steigt er auf oder steigt ab, da kriegen die immer ihr Fett weg. Die sind jetzt übrigens auch ein Karnevalsverein seit 2014, nee, seit 2015, sorry. Und machen da aktiv mit. Was ich sehr schön finde, weil es zeigt die Verbundenheit des Vereins zur Stadt. Aber auf den FC kommen wir später, weil der FC selber, den saugt man hier als Körner auch mit der Buttermilch auf. Ne? Und da ist es mit den Typen fast ähnlich. Könnte ich jetzt erzählen, die Geschichte, wie ich mal eine Stuttgarter Kollegin mit hier in das Stadion genommen habe. Die hat ein Spiel gesehen und war FC-Fan, aber sowas von Herz und Blut. Aber lassen wir mal weg, wir sind beim Karneval. Wie gesagt, lasst euch an der Hand nehmen und lasst euch führen. So, ja, kommen wir mal weiter dazu, was den Kölner im Karneval so bewegt. Weil es gibt natürlich auch noch diesen Typen Karneval, das ist der Karnevalsflüchtling. Ne? Das können sowohl Typ 1, Typ 2 als auch Typ 3 sein. Ne? Typ 1, weil er ihm nicht gefällt, Typ 2, weil er mal einfach ein Jahr lang Ruhe braucht und Typ 3, weil er die Schnauze von dem Ganzen voll hat, weil er das eh nicht versteht. Ne? So, das kann alles vorkommen. Ne? Und wo war ich gerade? Den Karnevalsflüchtling, genau. Das sind Menschen, die kann ich verstehen, weil diese 6 Tage sind sehr anstrengend. Ne? Nicht nur von denen, wenn man 6 Tage am Stück, also donnerstags bis dienstags rausgeht, sondern es ist auch viel Remi-Demi so in der Stadt und das muss man erstmal ertragen lernen oder ertragen können. Und manchmal, je nachdem, wie man irgendwie beruflich oder privat dasteht, ist das einfach zu viel. Dann nimmt man sich mal eine Auszeit. Habe ich vollstes Verständnis für,
Das muss auch mal sein. Jo, so, das haben wir. Und jetzt komme ich mal so ein bisschen darauf, wie der Kölner im Karneval selber tickt. So, wie soll man den Kölner im Karneval erklären? Also, es gibt eigentlich zwischen dem Kölner und dem Karneval so eine Art dreistufige psychologisch bedingte Verbundenheit. Ne? Also zum einen kommen wir zuerst dazu, ne? Also es ist ein Fest der ungezwungenen Gemeinschaft. Ne? Da ist der Kölner vom Naturell her locker von Sinnen, ja, und verschmelzungsfreudig. Ne? Ist sozusagen, ja, man könnte sagen, eine paradiesische Zeit der Verklumpung, weil da wird der Einzelne von der Bürde seiner Identität erlöst, ne? Und somit Teil der Masse. Ne? Es gibt während des Karnevals auch nicht die Dinge zu beobachten, die man unterm Jahr beobachtet, ne? Dass es dann so Standesallüren gibt, irgendwie, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Doktor, das ist jetzt ein Bauer, das ist jetzt ein Handwerker und das ist jetzt einer von der Straße. Das gibt es nicht, ne? Also größtenteils nicht. Natürlich gibt es Veranstaltungen, wo man nur mit bestimmten Privilegien hinkommt, ja, aber der generelle Karneval macht keinen Unterschied, ob arm oder reich. Ne? So, alle treffen sich dabei zusammen zu Dingen, die nennt man dann, ja, Lachen, Tanzen und Schunkeln. Ne? Und ja, womit kann man das besser machen als mit Karnevalsmusik, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Der zweite Teil der dreifachen Wesensverwandtschaft des Kölners ist dementsprechend, Karneval ist ein Fest der konsequenten Verwandlung. Ja, also man darf sein, wonach man sich eigentlich sehnt, was man sonst nicht ist. Ne? Da wirst du mal zum Doktor oder zum Seeräuber oder du wirst Prinz, du wirst Soldat, du wirst Stewardess. Du kannst eigentlich das ganze Verwandlungsspektrum des Lebens kannst du im Karneval ausleben. Ne? Also das, wonach dir ist, ne? Was du mal gerne wärst, bist du für diese Zeit. Und du wirst auch als solches akzeptiert und honoriert. Weil, ist es nur ein Blümchen hier auf dem Revers? Ist es nur, ja, was weiß ich, der Rucksack am Buckel, also hinten am Buckel? Ne? Oder ist es die komplette Jadeuniform? Natürlich nicht die echte, es sei denn, du bist im Verein. In dem Moment bist du der, der du sein willst. Ne? So, ich habe dazu auch noch was in meinem schlauen Buch gefunden. Nämlich, es ist ja so, beziehungsweise ich hatte ja bereits festgestellt, ne, dass eigentlich Köln ganz jeck auf Kostümierung ist, beziehungsweise Verwandlung. Ne. Aber im Ganzen auch eine tief sitzende Scheu vor den Mühe und Konsequenzen der Festlegung hat, die eine wirkliche Umgestaltung mit sich bringt. Ich lese das ab, weil ich kriege den Text sonst nicht so rein und das beschreibt es echt gut. Das widerstrebt dem gemütlichen, beständigen und ungezwungenen Naturell Kölns. Denn es erfordert Entschiedenheit, Tatkraft und Opfer. Ne? Also man muss eigentlich mit seinen vertrauten Verhältnissen brechen und liebgewordene Personen, Regionen und Gewohnheiten erstmal hinter sich lassen. Man muss sich aufraffen und einen unberechenbaren Neuanfang wagen. Verwandlung ist beschwerlich, unvertraut, riskant und folgenschwer. Aber ganz verzichten will der Kölner natürlich auch nicht auf seine Verwandlung, wie ich bereits vorhin beschrieben habe. Für die Tare ist man einfach jemand anders. Für die Tare lebt man frei seinen Traum. Und das ist einer der ursprünglichen Wesensarten des Kölners. Er träumt nun mal auch gerne von dem, was kommen könnte. Karneval ist hier ein ganzjähriges Projekt. Das merkt man zum Beispiel daran, dass, ja, wir haben jetzt April, jetzt schon eigentlich die Vorbereitungen für 2016 laufen, beziehungsweise Ende des Jahres 2015, 2016. Ich befinde mich hier in der Nähe vom Dom und hier ist eine ganz, ganz große Halle und die macht einen sehr wichtigen Faktor im Kölner Karneval aus. Nicht nur von wirtschaftlicher Seite, sondern auch halt von der Möglichkeit, Menge, sprich Masse, im Karneval etwas zukommen zu lassen, was man nicht alltäglich sieht. Als Beispiel möchte ich hierzu nehmen die Vorbereitungen zur lachenden Köln Arena.
wie Sie sehen, hier stehen schon die Termine für Ende des Jahres bzw. für nächstes Jahr drauf. Ich zeige Ihnen das mal deutlicher an dem Plakat. Das da im Hintergrund ist der Ticketshop und jetzt im Moment ist es noch leer. Aber ich mache eine Wette, die älteren Herrschaften, die Sie dort haben sitzen sehen, die sitzen da schon seit heute Morgen, um an Karten zu ihrem Wunschtermin zu kommen, die dementsprechend ja, da sind, wo sie am meisten sehen. Oder wo sie eigentlich auch letztes Jahr gesessen haben oder das Jahr davor. Weil hier hinzukommen ist auch eine Tradition. Ich kann es mir ja nicht verkneifen. Ich denke, ich frage die 3 Damen, die jetzt schon hier sitzen, mal, was sie machen. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Ich wollte mal fragen, seit wann sitzen Sie denn schon hier? Seit Viertel vor 5 heute Morgen. Aha, und Sie sitzen hier wegen der lachenden Köln Arena? Oh, für morgen früh für den Kartenverkauf. Ach du Schande, das ist ja eine lange Zeit. Um 7 Uhr wird aufgemacht. Könnten Sie mir denn mal ganz kurz sagen, was bedeutet das für Sie? Was bedeutet die lachende Köln Arena für Sie? Alles. Ich brauche das, wenn soweit ist, kribbelt's. Wenn soweit ist, kribbelt's. Da muss ich hin, da muss ich dabei sein. Sind Sie denn alle aus Köln? Nippes. Nippes aus Brühl, das ist ganz nah bei Köln. Bad geboren bin ich aber in Köln-Nippes. Aha, also sozusagen alles echt kölsche Mädchen. Wunderschön. Dann wünsche ich Ihnen... Bitte? Aufgewachsen bin ich in Köln am Eberplatz. Am Eberplatz, ja wunderbar. Ich bin ein echt Kölsch Mädchen. Gut, eine Frage noch. Ich sehe da auf Ihrem T-Shirt, die Sie so wunderschön gemeinsam anhaben, einen Spruch. Noch größer, noch schöner, noch immer. Und was meinen Sie damit? Ja, Wir Köln. brauchen Karneval immer. Wir müssen immer Karneval, lustig Köln, sein. das ist alles zusammen. Das Danke. ist für unser Hetz. Das ist für unser Tetz. Das ist doch ein schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich für Ihre Antworten. Bitte schön. Gerne. Wie ich vorhin erwähnt habe, Karneval ist hier in Köln ganzjährig. Und das Schöne ist... Hallo Kasala! Die kommen hier Karneval sehr... Nein, die haben ja kein Karneval, die kommen hier ganzjährig zusammen. Ich habe hier schon ein 50 Julchen gesehen, Kasala habe ich schon gesehen.
haben nichts Böses, ist auf der Straße. Und wenn ihr trefft man die ganze deutschen Karnevalsgröße und auf einmal die singen sie ja noch zusammen. Wer jetzt meint, das geht jetzt ganz jährlich so, nee, ist nicht. Wie gesagt, das, was wir da gerade gesehen haben, wo auch die Klüngelköpp und Casala mit auf der Straße waren, nur noch einige andere, das war eine Werbeveranstaltung für die Lachende Köln Arena, die ich vorher angesprochen hatte. Hat sich ergeben, per Zufall konnte ich dabei sein, konnte die Aufnahmen machen. Was nicht ganz heißt, dass wir nicht auch unterjährig Karnevals-Events haben. Da ist zum Beispiel, dass sich gerade neu entwickelnde Jack im Sonnesching, wo jetzt dann diesen Sommer an einem bestimmten Tag, im Jahr 2015 sind wir ja jetzt, in mehreren Kneipen einfach Karneval gefeiert wird. Ne? Also Karneval insofern, es läuft Karnevalsmusik und die Leute können kostümiert dorthin kommen. Oder sollten. Ne? Und der zweite Punkt, wo es dann definitiv zum Tragen kommt, ist das Rhein-Energiestadion. Für uns alte FC-Fans oder ja, Leute meines Alters, wir kennen das noch als Müngersdorfer Stadion. Dort läuft nämlich allein schon die FC-Hymne, mir stand zu die FC Köln, von den Höhnern. So. Und drumherum hat sich das mit der Tradition so entwickelt, dass dann auch zu jedem Heimspiel Karnevalsmusik läuft. So, jetzt komme ich mal zu ein paar offiziellen Zahlen, denn Karneval ist definitiv ein Wirtschaftsfaktor. Ne? Einer Studie der Boston Consulting Group zufolge, ne? Die ist von 2008 im Auftrag des Festkomitees Kölner Karneval erstellt worden, ne? Trägt der Kölner Karneval alleine zu 5000 Arbeitsplätzen bei. In Köln sorgt der Karneval pro Karnevalssession, so jetzt haltet euch fest, für einen durchschnittlichen Gesamtumsatz von 460 Millionen Euro. Wovon gut 165 Millionen Euro auf Gastronomie, Hotellerie fahren, 75 Millionen auf den Transport. Für ihre Kostümierung gibt der Kölner oder die Kölner gut 85 Millionen Euro aus. Was wir davon auch machen können, ne? Aber, naja. Das steht auf einem anderen Blatt. Ne? Lassen wir jetzt mal so dahingestellt sein. Die Stadt Köln und die umliegenden Kommunen nehmen durch den Karneval innerhalb dieser wenigen Wochen bis zu 5 Millionen Euro an zusätzlichen Gewerbesteuern ein. Dann hier wird noch was vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ja, ist eine ernstzunehmende Feststellung. Die sagen nämlich, dass der Kölner Karneval ein ernstzunehmender, bedeutender kommerzieller Wirtschaftsfaktor für Köln und die Region ist. Denn 3000 Firmen beliefern die Narren und alleine 15 Unternehmen, ich denke mal inzwischen mehr, weil das ist ja noch von 2008, stellen ausschließlich Karnevalsutensilien her. Weitere Fakten. Jährlich prassen 330 Tonnen Bonbons, 700.000 Schokoladentafeln und 220.000 Pralinenschachteln auf die Ecken runter. Finanziert wird der Karneval hauptsächlich durch Sponsoren, Einnahmen aus Veranstaltungen und Spenden, da die öffentlichen Kassen den Karneval kaum unterstützen können. Mit 480 Vereinen ist Köln die Karnevalshochburg schlechthin. 1,5 Millionen Besucher circa reisen jährlich eigens wegen dem Karneval an. Da kenne ich auch welche, die kommen aus Amerika bzw. aus Belgien oder Luxemburg. Aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden kommen die meisten Besucher. Das mal so nebenher. Auf etwa 8 Millionen Euro belaufen sich die Gesamteinnahmen im städtischen Haushalt. Allein die Taxifahrer befördern im Schnitt 540.000 Mal Karnevalisten an die Schauplätze der Feierlichkeiten und rund 957.000 Kneipenbesucher bescherten den Gastwirten 2008 einen Umsatz von fast
48 Millionen Euro. Da muss man sich das mal wegtun. Ne? Das ist jetzt die eine Seite. Ne? Also das ist Wirtschaftsfaktor. Ne? So, jetzt ist es ja auch die Frage, und das möchte ich aber nur kurz anläuten, weil das ist hier in Köln eigentlich ein Tabuthema. Ne? Wie ist das, wenn du in Köln Künstler bist? Ne? Als Künstler willst du natürlich Geld verdienen. Ist so. Ne? Als Mitglied eines Vereins willst du natürlich dabei sein. Und als externer, ich sage jetzt mal als Fotograf oder ähnliches, willst du natürlich auch Bilder schießen und verkaufen. So, da gibt es hier in Köln ein ganz strenges Reglement. All miteinander und keiner Osterei. Brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ne? Das heißt also, wer stänkert, ist dann schon mal schneller raus, als er drin war. Nämlich reinzukommen in den Kölner Karneval ist man relativ zügig, aber dauert eine Zeit. Aber raus ist man hier sehr, sehr schnell, wenn man dementsprechend zu den Gruppierungen gehört, die ich eben erwähnt habe. Da gibt es bestimmte Gesetze zu beachten. Man stänkert sich nicht an. Intern kann man stänkern. Von außen gibt es nicht. Ne? Kriegt man gleich was um die Ohren und dann dauert es wieder eine Zeit lang, bis man mitmischen darf. Das muss man sich hier im Karneval merken. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Denn es ist ein Klitsch. Ich darf mir die Kritik erlauben, denn ich habe im Kölner Karneval außer mit diesem Bericht nichts zu tun. Ich unterstütze alles, was im Karneval läuft, oder fast alles, aber ich kann mir wenigstens erlauben, das auch mal anzusprechen. Ne? Das findest du in den Berichten über den Karneval, ob du in der Online-Presse bist und schmökerst, ob du in Büchern rumliest und schmökerst oder ob du in den Vereinen bist und mal nachfragst. Findest du nichts zu. Aber es ist so. Machst du hier Maul auf, wenn du einmal drin bist, bist du schneller raus, als du drin warst. So. Gesagt, getan, ich will den Kölner Karneval auch nicht mies reden. Weil ich liebe den Karneval. Ich liebe zumindest den Teil, den ich erreichen kann. Und das ist das Feiern, das ist das Schunkeln, das ist das Bützen. Und das ist das Schöne, was man sieht, wenn man hier auf Veranstaltungen geht, beziehungsweise am Rosenmontag doch an der Straße steht und was an einem vorbeiläuft. All die Mühe, die die Karnevalisten da reinstecken, all die Mühe, die die Künstler tagtäglich an den Tag legen, und die sind insbesondere in der Karnevalszeit zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch geprügelt und gedengelt von Termin zu Termin. Das verdient die höchste Hochachtung. Aber so ein Hauch von Kritik sollte man auch mal anbringen dürfen. Meine lieben Karnevalisten, das müsst ihr euch auch mal geben lassen, das müsst ihr zulassen. Denn nur so kann aus meiner Sicht der Karneval so offen und so freundlich und so menschenfürsorglich bleiben, wie er von vornherein vorgesehen war. Und trotz allem bin ich immer noch bei Punkt 2 der dreifachen psychologischen Wesensverwandtschaft des Körners und des Karnevals. Und das war der zweite Punkt, wo wir halt dementsprechend den Punkt der konsequenten Verwandlung angesprochen haben. Auch die Themen, die ich gerade noch aufgeführt habe, die gehören dazu, aus meiner Sicht. Ja? Und wie vorhin bereits erwähnt, es geht nicht ganzjährig so. Ne? Also wirklich, die 6 tollen Tage, das ist das, wo der Kölner seinen Hauptfokus drauf legt. Ne? In der Zeit kann er wirklich sein, was er will, mit der Garantie eines Endes, was ja sonst nicht zu seiner Lebensart gehört. Er weiß nur, das kütt das Ende, ne, arbeiten wir drauf hin, das ist der Aschermittwoch. Ja, und es gibt so den einen oder anderen Kölner, der insgeheim dann aber auch froh ist, dass er erstmal alles weglegen darf. Kostüm weg, endlich mal wieder ein bisschen Ruhe in den Alltag, beziehungsweise der normale Alltag kommt zurück und das Ausschweifende, das Leben, was er drumherum hatte, jetzt diese 6 tollen Tage von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch, das kann man jetzt erstmal wieder für ein Jahr hinlegen und ja, mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Und genau das geht über in die dritte Phase, also
dieser Wesensart zwischen Kölner und Karneval. Karneval ist im Endeffekt ja sowas wie ein sentimentaler Todestanz. Ne? Das heißt, es fängt am 11.11. an und an Aschermittwoch praktisch mit Übergang in die Fastenzeit werden alle hochschweifenden, hochtrabenden Dinge, die man erlebt hat, alle Wünsche, die man hatte, all das, was man in der Zeit war oder gerne sein wollte, erstmal wieder ad acta gelegt. Ich habe dazu in dem schlauen Buch ich habe auch was gefunden, würde ich euch gerne mal vorlesen. Und zwar, in der Sentimentalität des Kölners bündet sich ein emotionales Dreigestirn aus Trauer, Trost und Zuversicht. Trauer, weil die ganz großen Ziele nicht erreicht wurden und die frühere Größe, Schönheit oder Bedeutung keinen Bestand mehr haben. Trost, weil man ja vor allem, wenn man wehmütig ist, und der Kölner, der ist wehmütig, nicht allein ist, sondern immer noch sein Kölsch und sein Fädel hat. Zuversicht, weil Köln ja immer noch Köln ist und auch immer bleiben wird. Und weil mindestens ein blauer Funken Hoffnung weiterglimmt, dass der FC irgendwann doch mal Meister wird. Ja, und in der Champions League spielt, sag ich ja immer gerne. Ja, das ist jetzt erstmal die Erklärung oder um euch was näher zu bringen, wie die Wesensart des Kölners im Karneval in 3 Sparten aufzuteilen ist. Was als nächstes kommt, ist die Auseinandersetzung des Kölners mit dem Karneval. Man darf nie vergessen, dass einer der Wesensarten im Karneval es mal gewesen ist, Anarchie auf humorvolle Art und Weise nach vorne zu bringen. Also man darf nicht verwechseln, dass Karneval nur Frohsinn ist, sondern im Karneval steckt jede Menge anarchistische Wucht, mit der die Grundordnung des Lebens sozusagen gesprengt werden soll. Also was heilig, sittsam oder durch einen Gesetzgeber geboten ist, wird entsprechend entkräftigt, beschnitten oder auf den Kopf gestellt. Beispiel heutzutage dafür ist immer noch der inszenierte Sturm der alten Weiber auf das Rathaus und das Abschneiden der Krawatten der Herren, was ja im Endeffekt ein verschobener Aspekt des Abschneidens oder Abtrennens der Männlichkeit ist, was als Akt auch dann halt noch so ein bisschen an die damalige Form erinnern soll. Im Mittelalter zum Beispiel, da wurden Eselsmessen abgehalten, da wurde einer auserkoren, der war dann der Narrenbischof, und der ritt auf dem Esel in den Dom. Dort hielt der eine Messe. Und der hat lateinisch persifliert, also in dubio pro reo und alea jacta est, und anstatt Amen hat der IA gesagt, So, jetzt denkt sich natürlich heutzutage jeder, in dubio pro reo IA, der ist bekloppt. Ja, war er ja auch, deswegen war er ja Narrenbischof, Und deswegen haben die Leute das auch mit Humor damals aufgenommen und haben dann anstelle Amen auch IA geantwortet, Das ging dann richtig derb weiter, also es wurden Sitten und Gebräuche geschaffen, die im heutigen Sinne nicht akzeptabel sind. Sagen wir mal einfach so. Und mit Einzugspreußen kam das Festordnungskomitee Kölner Karneval auf den Plan, wir bringen da jetzt Struktur rein. Also so, wir schaffen Traditionen und Bräuche und Regeln und Gesetze. Eins davon ist dann zum Beispiel, die haben einen Corso inszeniert, der als Vorbild des heutigen Rosenmontagszug gilt. Und der damalige Hanswurst, also das war dann, der Hanswurst war dann sowas, wie der Bauer im Endeffekt heute darstellt. Also
Also das war so um die 1800 noch rum. Ne? Aus dem wurde dann Held Karneval, beziehungsweise später wurde es Prinzkarneval. Ne? Und ja, das weiß nun mal nicht jeder. Ne? Was aber ist, ne? Durch diese Bahnung der Kultivierung ergab sich eine Korsettierung des Ganzen. Also das heißt, es wurde alles was enger gepackt, wird enger geschnürt. Ne? Und dieser Spagat zwischen einem verrückten Corso oder einem Korsett mal zu eng zu schnüren, das sind zwei Paar Dinge. Und diesen Grad musste das Festkomitee Kölner Karneval gehen, sprich mit hineinbringen. Ne? Weil die Ritualisierung und Traditionalisierung des Ganzen einen Mehrwert versprach, der auf lange Sicht für alle natürlich das Beste bringen sollte. Ne? So, was natürlich auch dem Kölner Hang zur Bequemlichkeit zu Pass kommt, ne? Denn man kann immer auf Sachen zurückgreifen, die schon mal da waren. Man wiederholt das Ritual. Ne? Eins dieser Rituale ist dann zum Beispiel auch die Nubbelverbrennung. Die habe ich ja schon beschrieben. Ne? So, um halt gegen diese allgemeine Bequemlichkeit aufzubegehren, gab es aber in unserem, also im vergangenen Jahrhundert, ne, 1980, gab es dann etwas, was dagegen sprach oder was einfach wieder ein bisschen mehr Spitzfindigkeit in den Karneval hineinbringen wollte. Oder andersrum gesagt, Anarchie. Ne? Und das war die Stunksitzung. Dort gab es dann keinen Irrverrat, der steif mit Zigarre vorne saß. Es gab keine Herrensitzung, wo frauenfeindliche Witze in einem Stück gegeben wurden. Und es gab auch keine Leute, die da nur saßen mit Anzug und Kappe anstelle eines Kostüms. Ne? Das ist eine Art von Anarchie, die den Spontiwitz wieder in den Karneval hineingebracht hat, was sich heute auch im Kölner Liedgut wiederfindet und somit ja auch traditionell der Kölner Kreativität und dem, ja, der kölschen Sentimentalität entspricht. Ne? Auch wenn sich Sentimentalität und Spontiwitz eigentlich ein bisschen widersprechen, das ist so. Bevor ich jetzt zusammenfasse, ne, also wenn ich ab und zu mal so auf den Bildschirm gucke, ich habe es nun mal nicht wie in einem Studio, dass ich da vorne einen Plotter laufen habe, wo ich sozusagen mit Text in die Kamera gucke. Nein, ich habe da so ein kleines Skript bei mir auf dem Bildschirm, wo ich mir dann Stichworte draufgeschrieben habe, damit ich das auch ja, einigermaßen ordentlich für euch rüberbringen kann. Ne? Also dem einen oder anderen ist es bestimmt schon aufgefahren, der Rest weiß es jetzt. Also fasse ich mal zusammen, diesmal aber ohne Stichwortliste. Wie ist der Kölner und das Wesen im Karneval zu beschreiben? Der Kölner ist ein sentimentaler Hund, der gerne bequemlich auf seine ihm vertrauten Dinge zurückgreift. Aber auch derjenige, der dabei versucht, aus seinem Alltag auszubrechen. Was zu sein, was er sonst nicht ist. Und wenn das nur für die 6 Tage ist. Der aber auch danach wieder froh ist, wenn alles wieder gut ist. Ja, und das, was man dadurch erreichen kann, das, was man dadurch anprangert, das ist nachhaltig. Egal, ob das jetzt in der Politik ist oder, ja, ich sag jetzt mal einfach im Miteinander. Und am Ende, bei der Nubbelverbrennung, ist es sowieso so, dass ja der Nubbel war ja schuld. Und wenn wir was falsch gemacht haben in der Zeit, ja, dann mit dem Verbrennen des Nubbels ist es vorbei. Schwamm drüber. Ja, so ist der Kölner im Karneval. Sein Frohsinn ist ansteckend, seine Leichtigkeit ist verlockend. Man darf nie verwechseln, dass zwischen dieser Leichtigkeit und dem Verlocken eigentlich oder dass in dieser Leichtigkeit und dem Verlocken
So ist es besser. Eine jahrhundertealte Tradition der Anarchie mitschwingt. Und gerade das macht den Kölner aus. Hier in Köln ist selbst der Besuch von einem Spiel des 1. FC Köln etwas, das eher an Karneval erinnert als an Leistungssport. Und somit feiert das Gefühl des Kölners, des FC Kölners, sagen, bleiben wir mal beim Kölner, seine sentimentale Fröhlichkeit mit 14-jähriger Wiederkehr, solange die Liga läuft. Ist ja nicht so gesagt, dass das nicht woanders auch ein Volksfest ist, aber da ist es dann meistens in der Regel eher ergebnisorientiert. Dort wird unterschieden nach Sieg oder Niederlage. In Köln ist es eher ein Lustgewinn und weitestgehend entkoppelt vom Ergebnis. Und es ist egal, wie man zum Stadion kommt, wo man das schaut. Ob in der Kneipe, ob zu Hause, am Sofa, wenn man denn die Möglichkeit hat, oder im Stadion. Es ist, wie gesagt, egal ob arm oder reich, ob alt oder jung oder woher du kommst. Der FC-Fan, beziehungsweise die FC-Fans, sind eine Familie. Wie ist das zu erklären? Ich glaube, am einfachsten zu verstehen ist es, ich nehme sie an der Hand und nehme sie mal mit. Mit zum Stadion. Und dann schauen Sie sich mal einfach alles an. Die Anfahrt, das, was vorm Spiel passiert, das, was Tradition ist, wie zum Beispiel die Hymne, und wie der Kölner im Stadion im Kollektiv auf das Spielgeschehen reagiert. Viel Spaß damit. Jetzt käme das Alten, was ich fühle, wenn ich an Köln denke, oh oh. Wenn ich an den Himmel denke, jetzt käme das Alten, was ich fühle, wenn ich an Köln denke, oh oh. Wenn ich an den Himmel denke, jetzt käme das Alten, was ich fühle, wenn ich an Köln denke, oh oh. Wenn ich an den Himmel denke, jetzt käme das Alten, was ich fühle, wenn ich an Köln denke, oh oh. Wenn ich an den Himmel denke, jetzt käme das Alten, was ich fühle, wenn ich an Köln denke, oh oh. Wenn ich an den Himmel denke, jetzt käme das Alten, was ich fühle, wenn ich an Köln denke, oh oh. Ich hab einfach das Gefühl, ich bin Ja, geht kein Wort. Also jeder hat so seine eigene Art und Weise zum Stadion zu fahren. Ich zum Beispiel handhabe das so traditionell. Ich fahre mit dem Auto erst in die Innenstadt und von dort aus jeder dann in Rhein und da zeige ich euch jetzt, was ich da tue. Ich habe sie jetzt mal mitgenommen runter zum Dom in die Innenstadt, weil hier startet in der Regel vor jedem Heimspiel vom FC ja das Glaubensbekenntnis. Dort geht man rein, zündet ein Kerzchen an, geht dann den Rhein runter, setzt sich in die Bahn und fährt zum Stadion. Dann kommen Sie doch mal einfach mit. Gestern der Lachs, der schmeckt. Ja, so ein kleines Kölsch zwischendurch nimmt man natürlich noch mit. Naja, nicht alle trinken Kölsch. Man darf nicht vergessen, es ist immer noch 4 Stunden vor dem Spiel. Ja, ich befinde mich jetzt hier gerade, ich bin extra mal ausgestiegen für euch, Aachener Straße Jürte, weil hier ist von der KVB eingerichtet eine Sonderhaltestelle für alle FC-Fans. Ihr seht selber. Es gibt eine Sonderbahn zum Stadion und da fahren wir jetzt zusammen hin.
Durch diese Sonderaktion zeigt die GVB natürlich ihre Verbundenheit mit der Stadt und dem Verein. Das heißt ja nicht umsonst Kölner Verkehrsbetrieb. Ich befinde mich nun direkt am Stadion. Alles Weitere lasse ich euch die Bilder erzählen. Nur eins noch. Ich habe es bereits erwähnt. Vor dem Spiel gibt es noch die Hymne. Die solltet ihr beachten. So. Kein anderes hier im Schirm. Lange Apparat. Selbst schuld. Der Bus von Cottbus, der hat hinten die Mauer mit Ja, guck. Ja, genau, klatschen. Guck, die winken auch. Die, cool, wa? Sind die Männer.
inzwischen konnten sie jetzt schon einiges über den Kölner und seinen FC, ja, soll ich sagen, kennenlernen. Ja. Kennenlernen ist ein guter Begriff. Sie haben schon viel erlebt. Ich zähle auch gleich auch nochmal auf, was sie schon alles gesehen haben, ohne dass sie bisher vielleicht ja nicht richtig erst wahrgenommen haben. Eins fehlt noch. Gucken Sie mal, wo wir sind. Haben Sie bestimmt schon gesehen. Mit Geisbergheim in Köln. Der zweite Mecker nach dem Müngersdorfer Stadion. Genauso offen wie der Kölner ist auch sein Heimatverein, der 1. FC Köln. Gegründet 1948 und seitdem her einfach bürgernah, so wie wir Kölner halt sind. Das, was man da hinten sieht, das ist einzigartig in der gesamten Bundesliga. Bei keinem anderen Verein dürfen die Fans so nah an die Mannschaft ran wie hier. Was wir gerade gesehen haben anhand Beispiel eines Spielers, ist im Endeffekt ein Zeichen des Zurückspiegels dieser Verbundenheit zwischen den Fan und den Spielern der Stadt. Das haben wir seit 2006 erlebt. 2006 hatte der FC 30.000 Mitglieder. Jetzt haben wir 2015. 2015 hat der FC weitaus über 70.000 Mitglieder. Wir haben erlebt zusammen, wie es im Stadion ist. Eine Stunde vorm Spiel ist das Ding pickepacke voll. Der Kölner an sich stimmt sich dann seelisch und moralisch auf das Spiel ein und knüpft sozusagen die Hoffnung an den Sieg, Siegen oder Sterben, mit in seine Gesänge ein. Und diese Gesänge von Höhnern und den Blackfurs, die im Vorfeld laufen, steigert sich eigentlich nur noch darin, wenn der Kölner seine Hymne singt. Dann, wenn er aufsteht, mit einem Tränchen in den Augen singt, Ihre Feld, Radata, haben sie alles gesehen, da durften sie alles miterleben. Und das ist einfach immer nur begeisternd. Und insbesondere wird es dann erst richtig begeisternd, wenn sich diese Stimmung des Zuschauers nachher auf den Spieler überträgt. Dieses Friss oder stirb. Ja. So spielt der FC dann meistens auch. Egal, ob er gewinnt oder nicht, das ist dem Kölner egal. Er lebt, liebt und leidet mit seiner Mannschaft. Ja, und mit diesem kurzen Abschlussbericht hier von Geisbergheim, einer kleinen Zusammenfassung dessen, was Sie vorhin alles gesehen haben. Ich spreche jetzt mit Absicht was lauter, weil ein bisschen Wind kommt und ich hoffe, dass der Ton einigermaßen noch verständlich ist. Beendige ich den zweiten Teil unserer Dokumentation Der Kölsche Kosmos für heute. Mit diesen Bildern von den Zuschauern, die dort hinten immer noch stehen, um ihre Autogramme zu bekommen. Und mit mir, der sie jetzt ein bisschen an die Hand genommen hat und der sich mit Ihnen zusammen hoffentlich auf den dritten Teil von Der Kölsche Kosmos freut, der das Thema Klüngeln aufgreift, eines der Urbestandteile der Eigenschaften eines Kölners.